Dem 2. März 1859 in dem ukrainischen Städtel Pereyaslav ist geboren geworden der größere jüdische Schreiber Sholem Aleichem von Reim Shulem Rabinowitsch. Die Kinderjahren hat der kleine Sholem verbracht in dem Städtel Woronke, wo er hat so schön beschrieben in seinem biografischen Buch von ihm Jarit. Seine erste literarische Proben hat Sholem Rabinowitsch gemacht in Hebräisch. In Jiddisch ist er herausgetreten zum ersten Mal in 1883 in Zederboims Jüdische Volksblatt mit der Erzählung Zwei Steiner. Von 1883 bis 1890 hat der Schreiber gelebt in Kiew. Bekommendig a Jerusche von seinen reichen Schwer, hat er geführt mit Scheurem, geprüft Glück auf der Börse. Das hat ihm gegeben die Möglichkeit, herauszugeben die jüdische Volksbibliothek. Aber gorgig haben seine Geschäften geplatzt und Sholem Aleichem hat gemusst schwer horven mit der Pen, die zu machen ein Leben. In 1906 ist er gekommen in Amerika, aber endgültig hat er sich besetzt in New York erst in 1914, zu jener Zeit schon genug krank. Wir können sagen, als die jüdische Presse hat ihm aufgenommen mit der breiten Burchabe. Seine letzte paar Jahre hat Sholem Aleichem gelebt in Neut, aber nicht herausgelassen die Pen von Hand bis die letzte Tag von seinem Leben. Lass mir an bloß der Monen, die wichtigste Werk von unserem Klassiker. Tevye der Milchiker, Menachem Mendel, Mottl Peise dem Chasens, von Kasrilewke, meistens für jüdische Kinder, Orme und Freiliche und andere. Gestorben ist Sholem Aleichem in New York in 1916.